Wir wollen uns aber noch weiterhin ein bisschen umschauen. Und da hinten können wir auch noch aussehen. Sobald ich was Erwähnenswertes sehe, sage ich Bescheid. Das klappt nicht. Okay, dann reden wir mal mit dem Schmied. Ach du meine Güte. Der kann wahrscheinlich mit bloßen Händen Eisenstäbe verbiegen. Was verkaufen Sie? Na, Luxuswagen, was meinen Sie denn? Ich bin Schmied. Ist schon gut. Sie müssen nicht gleich in die Luft gehen. Es war nur eine Frage. Ich habe es Ihnen schon gesagt, ich bin ein traditioneller Schmied, der mit Amboss und Hammer arbeitet. Nicht mit diesen Mädchensachen. Amboss und Hammer. Möchten Sie eine Kostprobe? Möchten Sie Ihren Kopf auf den Amboss legen? Nein, ich glaube Ihnen aufs Wort. Was machen Sie denn so? Ich arbeite wie ein Sklave, von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang. Ich meine, was für Sachen machen Sie? Ach so, ich kann alles Erdenkliche aus Eisen schmieden. Aber meine Spezialität ist es, Hieroglyphen in Tafeln einzugravieren. Das ist in Mode gekommen, wissen Sie. Die alten Tafeln halten nichts aus, sie fallen hin und zerbrechen, sie verwittern. Aber nicht Eisen. Eisen ist ein edles Material, ein mächtiges Material. Sie erinnern mich an Conan den Barbaren. Und sonst fertigen Sie nichts an? Naja, ab und zu bearbeite ich zahlungsunwillige Kunden mit dem Hammer. Möchten Sie eine Kostprobe? Ach, lieber nicht. Sie ist gratis. Nein, danke, nicht nötig. Gut, da können wir noch nicht weiter, aber wir sollten uns das merken, dass der da die Hieroglyphen machen kann. Vielleicht ist das noch nützlich. Da werden Kopien der Sphinx von Gizeh verkauft. Nein, die Figürchen passen nicht zu meinem Esszimmer. So, da haben wir einen kleinwüchsigen Händler. Ha, das ist ja nur 2D. Erwischt. Wünschen Sie etwas? Ich habe nur geguckt. Das ist alles. Ja, Sie werden sehen, dass Ihre Augen der Versuchung erliegen werden, einige meiner Waren mitzunehmen. Was werden meine Augen denn Unwiderstehliches sehen? Wie Sie sehen, habe ich überhaupt alles. Den Sarkophag des Tutanchamun, Pharao der 8. Dynastie, Schwiegersohn und Nachfolger von Amenophis IV. Die Zahnbürste des Echnaton, der den Kult des Amon wiederherstellte. Die Schlange, die Kleopatra tötete. Quietschlebendig. Naja, sie ist ein Klon, aber das ist ja, als ob es dieselbe wäre. Kopien der Cheops, Khephren und Mykerinos-Pyramiden. Archäologische Reste der Stadt Memphis, Tennessee. Treibgut aus der Seeschlacht bei Actium, wo die Römer siegten. Kopien der Sphinx von Gizeh. Warum kein Museum eröffnen? Mit allem, was Sie haben. Wäre das nicht sinnvoller? Ach, mein Freund, ich könnte es nicht ertragen, wenn diese ganzen Wunder allen möglichen Leuten zugänglich wären. Diese Stücke müssen in die Hände von Menschen kommen, die sie zu schätzen wissen. Aber Gutes muss man auch teuer bezahlen. Ja, schon. Aber das alles gehört ins Museum. Sie kommen nicht im Namen von Indiana Jones, oder? Nein, das nicht. Entschuldigung. Ich werde nur manchmal etwas ungeduldig und bei dieser Hitze... Dann erfrischen Sie sich mit einer Flasche Nilwasser. Ich verkaufe sie recht billig. Erst, wenn ich das Klärwerk besichtigt habe. Haben Sie irgendeine Ware zu verkaufen, die aus einer Pyramide geraubt worden ist? Mein Herr, hier ist alles legal und einwandfrei. Warum sagen Sie so etwas? Ich möchte kein Opfer des Fluchs irgendeines Pharao werden. Ich mag sie nicht besonders. Beruhigen Sie sich, mein Herr, meine Ware ist frei von Flüchen. Wenn Sie genau hinsehen, merken Sie, dass ich nicht verflucht bin. Außerdem trage ich meinen Talisman, der beschützt mich. Möchten Sie einen zu einem guten Preis erwerben? Haben Sie einen, der vor verrückten Ziegenböcken schützt? Ehrlicherweise genau dagegen nicht. Nein. Wohnen Sie in einem Zoo oder sowas? Nein, es ist wegen des verrückten Bakterius. Gut, aber wir können uns eh nichts kaufen, weil wir kein Geld haben. Kennen Sie Archie Logan, den Ägyptologen?
Lassen Sie mich überlegen. Erinnert mich an nichts. Großartig. Wo könnte ich mich nach ihm erkundigen? Wenn er Ägyptologe ist, kann ich mir denken, dass man ihn im Museum kennt. In welchem Museum? Im ägyptischen? In welchem sonst? In der Münchner Pinakothek? Sie haben recht, danke. Haben Sie irgendwelche Abschiedsgrüße? Wie? Nein? Ich schon. Auf Wiedersehen. Okay, wo können wir denn da hin? Ja, jetzt ist uns das Spiel schon wieder abgestürzt. Langsam häufen sie die Probleme. So, den haben wir uns hingehauen. Und wir sind da beim Museum. Wie groß, welcher Glanz. Eine Meisterleistung ägyptischer Kunstfertigkeit. Aber für uns nutzlos. Schade. Ein Glück, dass ich Schuhe trage. Sonst hätte ich jetzt schon unerträgliche Blasen an den Füßen. Ich kann nicht. Mein Bagger ist in der Werkstatt. Und wir müssen jetzt sowieso wieder angewöhnen, dass wir öfter speichern. Dann ist es nämlich nicht so tragisch, wenn es mal Ich abstürzt. guck ja schon, aber ich sehe nichts Außergewöhnliches. Nichts Außergewöhnliches. Nada. Geht nicht. So, wir möchten erst einmal da Affe. Bevor wir da hinten weitergehen. Weil die Parole kennen wir ja. Ich glaube, dass die junge Frau dort etwas damit zu tun hat. Ich sollte mit ihr reden. Schließlich möchte ich meine Nase nirgends hineinstecken, wo ich nicht mit heiler Haut herauskomme. Also, im Fluss dümpeln Krokodile. Was meinten Sie? Ach nein, von hier bis zum Fluss ist es eine Ecke und Vorsicht mit den Krokodilen. Jetzt hören Sie mal. Lassen Sie mich. 3-mal ist Bremer recht. Vorsicht mit den Krokodilen im Fluss. Ach, Sie meinen, dass die Kaimane des Nils auf der Lauer sind? Ja, genau das. Treten Sie näher. Es soll niemand behaupten, Sie hätten sich keine Mühe gegeben. Gut, jetzt kennen wir da Affe. Und da haben wir einen Händler. Voller Turbane. Komm zu Papa. Völlig sinnlos. Ach so, jetzt haben wir einen Turban gefunden. Es handelt sich um die berühmte und verloren gegangene Kopie der Goldstatue der Priesterin Osteitis III. Ich verkaufe sie Ihnen für nur 3 Millionen Dinar, Effendi. Nutzen Sie die Gelegenheit. Um ehrlich zu sein, die Farbe des Goldes wirkt ziemlich blass. Sie müssen bedenken, dass die Statue Tausende von Jahren im Dunkeln gestanden hat. Das bekommt selbst Osteitis III. nicht. Genauso lange, wie Sie im Kittchen verbringen werden, wenn man diesen Betrug entdeckt. Was wollen Sie damit sagen? Dass sie nicht aus massivem Gold ist? Naja, massiv ist sie schon, die gute Priesterin. Aber ich könnte schwören, dass sie nicht aus Gold ist. Ach ja? Na schön, die Osteitis ist aus Gold. Vielleicht aus Katzengold. Ups, tut mir leid. Boah. So, dann haben wir... Hallo, eine Schaufel. Der bloße Anblick lässt mich schwitzen. Leihen Sie mir die Schaufel? Natürlich. Meine Kunden sind meine Freunde. Aber bitte machen Sie sie nicht kaputt. Nö. Also Schaufel haben wir. Da haben wir einen Schlauch. Ein einfaches Stück Schlauch. Leihen Sie mir dieses Stück Schlauch einen Moment? Klar, Effendi. Aber Sie geben es mir zurück, nicht wahr? Natürlich. Hat er denn sonst noch irgendwas? Der Stil ist sehr... wie könnte man ihn beschreiben? Ägyptisch. Möchten Sie was kaufen? Nein, ich wollte nur mal gucken. Ich glaube, es heißt der Zinsgroschen und ist von Tizian. Nichts? Okay, dann hätten wir alles eingesammelt und dann... Sehr schön, wunderschön. Man ist versucht, sie zu stehlen. Lassen Sie das. Nicht anfassen. Was ist da drin? Nichts. Na dann, was macht es schon aus, wenn ich sie öffne? Das dürfen Sie nicht. Es handelt sich um Pandoras Kiste. Die Kiste der Pandora.
Wird sie geöffnet, verbreiten sich überall auf der Erde Korruption, Bosheit und Chaos. Ich dachte, es wäre eine Büchse. Aber in Ihrem Fall hat man sie wohl erst vor kurzem geschlossen. Fassen Sie sie nicht an, Mann. Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe. Hat's irgendwas mit der Kiste auf sich? Das werden wir noch sehen. So, jetzt reden wir mal mit dem Händler. Wer ist der Nächste? Sie sind nicht nur hier hereingekommen, sondern auch alleine. Besser. Sehen Sie, ich bin Geheimagent und... Geheimagent? Sie werden warten müssen, bis der Chef kommt. Ich bin nur ein einfacher Angestellter, Effendi. Ich kann Sie nicht bedienen. Ich bin nicht der Chef, ich Angestellter, er Chef. Ich Tarzan, du Cheetah. Was soll's? Können Sie mir nicht mal was über das Geschäft sagen? Welches Geschäft? Dieses. Nein, eigentlich nicht. Ich würde nicht mal wissen, ob es ein legales Geschäft ist. So, legal. Wir haben Papiere und so, legal. Aber was soll's? Der Chef, ich nicht. Ja, verstehe. Und wie lange werde ich auf den Chef warten müssen? Keine Ahnung. Ich würde Ihnen aber raten, an einem anderen Tag zu kommen. Wie wäre es mit dem 34. Juni? 34. Juni. Gut. Jetzt werden wir erstmal heute speichern, bevor wieder irgendwo schief geht. So, passt. Okay, dann würde ich sagen, holen wir mal einen Smart einer, dass der auch mal da sich ein bisschen mit den Typen unterhält. Vielleicht kann der auch noch irgendwas erreichen. Hallo, Tag. Haben Sie eine Minute Zeit? Eine Minute schon. Was wir nicht haben, sind Stunden. Wenn wir sie nur hätten. Die Apokalypse, die die Mumie Imhotep entfesselt hat, ist nah. Allah, schütze uns. Könnten Sie mir ein paar Auskünfte geben? Vermutlich schon. Aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wir sind sehr beschäftigt. Wer wird uns jetzt vor dem Zorn des Imhotep retten? Ich natürlich. Dazu bin ich hier. Wer? Sie allein? Nein, nicht ganz. Ich und mein Assistent Fred. So was bei Allah. Wir hätten wenigstens Brandon Fraser und Rachel Weisz erwartet, aber was soll's. Obwohl, dasselbe haben auch Arch E. Logan und ein gewisser Professor von Glower. Professor von Glower? Ja, ein Millionär, der auf der Suche nach Schätzen und Gräbern ganz Ägypten bereist. Er ist eine richtige Koryphäe. Sagen wir, er ist eine Art Indiana Jones, nur etwas älter und blasser. Also genau wie Harrison Ford, oder? Er hat eine Dorfversammlung einberufen und den Helden gespielt. Er sagte, er würde mit dem Fluch der Mumie fertig werden. Und wir warten immer noch. Er ist verschwunden. Wer weiß, ob Imhotep ihn nicht zu Asche verbrannt hat. Oder ob seine Knochen nicht in die Welt der Toten geschickt worden sind. Ich verliere langsam die Lust am Heldendasein. Ich weiß gar nicht warum. Der Ägyptologe Logan ist der einzige, der noch in der Stadt ist. Man munkelt, er arbeitet an einer Geheimformel oder etwas Ähnlichem, das die Mumie für immer vernichtet. Der Ägyptologe Arch E. Logan. Ich notiere. Sie gehen doch nicht weg, oder? Keine Sorge, das Budget erlaubt es nicht. Was meinen Sie? Ach, gar nichts. Gut, jetzt da ich mal sagen, gehen wir mal mit dem Clever da um, denn wir haben eine Schaufel gefunden. So, ihr wisst ja, speichern. So, denn da herum haben wir Sand. Vielleicht können wir da umeinander buddeln. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Geht auch nicht. Können wir eigentlich die Dinger untersuchen? Wie Jeff beim Trinken. Ein ganz alltäglicher Anblick. Ein Stück Schlauch. Ist der etwa schief gewickelt? Jetzt habe ich da drüben noch einen Weg gesehen. Ach, da haben wir ein Auto. Ein Fluss.
Schauen wir uns mal den Jeep an. Ich glaube nicht, dass das Ding an der Rallye Paris-Dakar teilnehmen kann. Aber wenn ich ihm einen Stoß gebe... Ich soll bei dieser Hitze noch schieben? Ich glaube nicht, dass das Ding an der Rallye Paris-Dakar... Ach so, können wir denn am Motor was machen? Das sieht nicht gut aus. Ich könnte ihn vielleicht reparieren. Aber wir sollten von vorne anfangen. Womit funktioniert das Ding? Mit Batterien? Der Nil. Ich? Hineinwarten? Erst wenn ich reif fürs Nilvana bin. So, können wir denn mit dem Schlauch was machen? Völlig sinnlos. Sinnlos. Können wir irgendwas kombinieren? Nichts. Das klappt nicht. Annik. Nada. Geht nicht. Völlig sinnlos. Ist Annik vielleicht Nichts. ein Turban oder da? Das klappt nicht. Annik. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Vielleicht schauen wir mal ins Museum rein.